Jenny Garrison, Innere Bilder, die Kraft der tiefen Imagination. Prolog. In diesem Buch geht es darum, die Imagination als Sprache des heiligen Inneren des Menschen zu nutzen. In einer Zeit eines nie dagewesenen äußeren Wachstums der Menschheit und ihrer Werke ist ein Ausgleich als stabilisierende Kraft wesentlich und notwendig. Wenn äußeres Wachstum nicht durch inneres Wachstum ausgeglichen wird, folgen Unzufriedenheit und Krankheit. Inneres Wachstum verbindet uns als menschliche Wesen mit der gesamten Schöpfung, mit der Erde und ihren Meeren, mit den Sternen und dem Universum und mit unserem Schöpfer. Wenn genügend Menschenwesen ihre Bruder- und Schwesternschaft mit allem, was ist, erkennen, wird sich die Waage in Richtung Gleichgewicht bewegen. Die Augen werden auf neue Weise sehen, die Ohren werden auf neue Weise hören, die Erde wird auf neue Weise und von vielen geliebt werden. Die innere Reise ist keine egoistische, es ist eine Reise großer Selbstlosigkeit. Wenn wir die menschliche Innenwelt erforschen, können wir in jedem einzelnen Herzen die Weisheit der Unendlichkeit sehen. Die Lehre, die verborgen in jeglicher Schöpfung, in jedem Gegenstand und in jedem Wesen wohnt. Unser Herz kehrt dann an seinen ursprünglichen Platz im Herzen der Schöpfung zurück. Wir kehren zu unserem wahren Selbst zurück. Wir kehren zur Schönheit unseres Seins zurück und treten wieder in Beziehung zu allen Dingen. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt, nicht nur in unserem physischen und in unserem Emotionalkörper, sondern ebenso mit der Erde und all ihren Wesen. Ausgleich ist ein hochgestecktes Ziel, aber die Wiederherstellung des Gleichgewichts ist eine Aufgabe von uns allen. Die Arbeit mit Tiefenimagination ist befreiend und freudvoll. Wenn wir die Imagination nutzen, um unseren Blick auf die inneren Schätze unserer Wahrheit zu richten, können wir die große Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Die Edelsteine unseres inneren Wissens kommen zu uns, um uns zu begrüßen, und während dieses Prozesses fällt alles, was wir nicht sind, von uns ab, um uns unser wahres Zuhause in dem großen Mysterium von allem, was ist, zu zeigen. Vorwort. Ein Wintermond erhellt die Nacht. Verschiedene Entscheidungen stehen an und ich kann keinen Schlaf finden. Von Beruf bin ich Begleiterin und Lehrerin der tiefen Imagination. Ich sage meinen Schülern oft, dass Schlaflosigkeit eine wundervolle Einladung zur Imagination ist. Also tue ich eben das, was ich lehre, und begebe mich nach innen. Ich bitte Gott, mit mir zu sein, während ich meinen Körper entspanne und mein Denken beruhige. Ich rufe ein Bild aus meinem Inneren hervor. Ich nehme eine Meeresschildkröte wahr, die im Wasser des Ozeans schwimmt. Ich begrüße Meeresschildkröte und frage sie: »Hast du eine Botschaft für mich?« Schildkröte antwortet nicht mit Worten, sondern nimmt mich mit hinunter auf den Meeresgrund. Dort wird mir eine Schatzkiste gezeigt. Schildkröte öffnet die Truhe und holt Edelsteine daraus hervor. Ich lausche, während Schildkröte mir von dieser Buchveröffentlichung erzählt und davon, mein Wissen über das Wiedererlangen innerer Schätze zu teilen. Davon, das Wissen über die Tiefenimagination zu teilen. Ich frage, ob das stimmt, und Schildkröte antwortet, ja. Dann nimmt mich Schildkröte mit an einen kleinen, von Bäumen gesäumten Strand. Als wir an Land kommen, sieht Schildkröte mich an und sagt das Wort »gefährlich«. Ich bin etwas erschrocken und sage Schildkröte, dass ich sie nicht verstehe. Vor meinem geistigen Auge taucht schließlich ein kleines Spielzeug auf, das ich als Kind hatte. Ein kleiner runder Käfer auf Rädern. Man konnte ihn mit seinen Rädern in alle Richtungen über den Boden ziehen, ganz gleich, was um ihn herum lag oder ihm im Weg stand. Schildkröte sagt mir, dass ich genauso draufgängerisch handle wie der Käfer und dass es starke, tiefe Strömungen gäbe, die Teil eines vollkommenen Lebens sind, und dass ich diesen tiefen, freudvollen Strömungen meines Lebens nicht genügend Beachtung schenke, dass ich in meiner Ausrichtung zu getrieben und gefühllos geworden sei. Ich weiß, dass das stimmt. Ich hole tief Luft und spüre die Strömungen um mich her.
Ich spüre die Ströme der Freude und des Lachens, während mein Mann und meine Kinder im stillen Haus schlafen, und die Unschuld unseres Hundes, der auf dem Bettvorleger neben mir träumt. Ich werde mir jedes Augenblicks der Freude bewusst, den ich durch mein eingeschränktes Leben verpasst habe, und werde aufgefordert, loszulassen, mich zu weiten, mich in diese tieferen Lebensströme zu begeben und zu sehen, was sie ermöglichen und wohin sie führen. In dieser Nacht spricht Schildkröte mit mir auch über das Bedürfnis nach Nahrung. Sie zeigt mir, dass Essen für Schildkröte ein primitiver, beinahe grausamer Akt ist. Ich weiß, dass diese Botschaft nicht wortwörtlich vom Essen handelt, sondern von der Teilnahme an den ursprünglichen Dingen des Lebens, wie Geburt und Tod, Schmerz und Freude, Liebe und Leid. Ich fühle Schildkrötes Körper, der auf mir liegt und ein Teil von mir wird. Ich danke Schildkröte und verabschiede mich. Die Welt scheint jetzt ein neuer Ort zu sein. Etwas hat sich auch in mir selbst verändert. Ich verspüre eine Leichtigkeit, die Bereitschaft, mich auszudehnen und Lust auf Abenteuer. In jener Nacht kam Schlaf nach meiner inneren Reise wie ein Freund zu mir. Die neue Bewusstheit war noch immer in mir, als ich erwachte. Sie lebt in mir, seit diese Bilder mich durchdrangen. Ich habe gelernt, die Welt der tiefen Imagination zu betreten. Du kannst es auch. Dieses Buch ist dein Begleiter. Alles, was du brauchst, um deine eigene Reise anzutreten, liegt bereits in dir selbst. Dieses Handbuch wurde geschrieben, um die natürliche menschliche Fähigkeit zur Imagination wiederzuerwecken. Jeder kann die Tiefenimagination nutzen, um mehr über sich selbst und seine Welt herauszufinden. Ganz gleich, ob du diese Reise alleine machst, mit einem vertrauten Freund oder mit einem ausgebildeten Begleiter. Du wirst in jedem Fall glücklich darüber sein, was dir deine innere Welt zeigen wird. Deine Bilderwelt wartet auf dich.